Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch! Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Was? Hä? Wie? Schweizerdeutsch. Dieses Mal werden wir Verben rund ums Thema Gefühle und Kommunikation durchnehmen. Und ich werde jetzt auch mal austesten, ob ich den Podcast in Zukunft mit Video machen werde. Diese Folge wird jetzt einmal mit Video sein und danach schaue ich, ob es besser oder schlechter ist. Ihr könnt ihn aber immer noch nur als Audio hören. Einfach, wenn ihr wollt, könnt ihr noch das Video mit hinzunehmen. Kommen wir gerade mal zum ersten Teil. Ich liste jetzt mal alle Verben durch. Zuerst auf Hochdeutsch und dann auf Schweizerdeutsch. Fangen wir an. Sagen, fragen, hören, schauen, verstehen. Sagen, fragen, hören, schauen, verstehen. Lieben, mögen, helfen, treffen. Liebe, gern haben, helfen, treffen. Kommen wir zu den ersten zwei Verben, sagen und fragen. Ich werde sie jetzt konjugieren. Zuerst in der Gegenwart und dann in der Vergangenheit, so wie ihr es von den anderen Folgen schon kennt. Ich sag, du sagst, er sie es sagt. Wir sagen, ihr sagt, sie sagt. Ich habe gesagt, du hast gesagt, er sie es hat gesagt. Wir haben gesagt, ihr habt gesagt, sie haben gesagt. Kommen wir zu Fragen. Ich frage, du fragst, er sie es fragt. Wir fragen, ihr fragt, sie fragt. Ich habe gefragt, du hast gefragt, er sie es hat gefragt. Wir haben gefragt, ihr habt gefragt, sie haben gefragt. Die nächsten werden hören und schauen. Und übrigens, ich empfehle euch immer, diese Verben jetzt ein paar Mal zu wiederholen, weil sonst geht es beim einen Ohr rein und beim anderen wieder raus. Und ihr wollt das ja eigentlich nachher können. Deshalb repetiert das ein paar Mal, wiederholt es ein paar Mal und hört dann weiter. Ich los, du losisch, er sie es lost. Wir loset, ihr loset, sie loset. Ich hab gelost, du hast gelost, er sie es hat gelost. Wir haben gelost, ihr habt gelost, sie haben gelost. Ich schau, du schaust, er sie es schaut. Wir schauen, ihr schaut, sie schaut. Ich hab geschaut, du hast geschaut, er sie es hat geschaut. Wir haben geschaut, ihr habt geschaut, sie haben geschaut. Die nächsten Verben werden verstehen und lieben. Ich fange mal an. Ich verstehe, du verstehst, er sie es versteht. Wir verstehen, ihr versteht, sie versteht. Ich habe verstanden, du hast verstanden, er sie es hat verstanden. Wir haben verstanden, ihr habt verstanden, sie haben verstanden. Ich lieb, du liebst, er sie es liebt. Wir lieben, ihr liebt, sie liebt. Ich hab geliebt, du hast geliebt, er sie es hat geliebt. Wir haben geliebt, ihr habt geliebt, sie haben geliebt. Übrigens, wir sind im Moment noch so in der Ausprobierphase. Letztes Mal habe ich so versucht, eine Geschichte zu erzählen mit den Verben. Dieses Mal versuche ich es möglichst kurz zu halten. Und ich wollte noch fragen, was ihr denn besser findet. Habt ihr es lieber kurz und knackig oder spannender und dafür etwas länger? Schreibt das doch gerne in die Kommentare, weil es würde mir sehr helfen. Dann könnte ich nämlich die Podcast-Folgen auf die Bedürfnisse von euch anpassen. Machen wir aber jetzt weiter. Mögen und helfen. Ich habe gern, du hast gern, er sie es hat gern. Wir haben gern, ihr habt gern, sie haben gern. Ich habe gern gehabt, du hast gern gehabt, er sie es hat gern gehabt. Wir haben gern gehabt, ihr habt gern gehabt, sie haben gern gehabt. Ich hilf, du hilfst, er sie es hilft. Wir helfen, ihr helfet, sie helfen. Ich habe geholfen, du hast geholfen, er sie es hat geholfen.
Wir haben geholfen, ihr habt geholfen, sie haben geholfen. Das nächste ist das letzte Verb, nämlich treffen. Und danach gehen wir schon die Sätze durch von heute. Wow, diese Podcast-Folge geht heute wirklich echt schnell. Ich glaube, wir sind so innerhalb von 5 Minuten vielleicht fertig. Ich triff, du triffst, er, sie, es trifft. Wir treffen, ihr treffet, sie treffen. Ich habe getroffen, du hast getroffen, er, sie, es hat getroffen. Wir haben getroffen, ihr habt getroffen, sie haben getroffen. Die Sätze sind heute auf Hochdeutsch. Ich wollte noch sagen, dass ich das schon verstanden habe. Mit dem Lieben und so weiter. Deshalb wollte ich noch fragen, wollen wir uns vielleicht mal treffen? Ihr könnt euch jetzt überlegen, was das wohl auf Schweizerdeutsch bedeuten könnte. Eine Musterlösung wäre wie immer, ich kann noch sagen, dass ich das schon verstanden habe. Mit dem Lieben und so weiter. Darum wollte ich noch fragen, wenn wir uns vielleicht mal treffen? Das war es jetzt eigentlich schon. Ich wollte nur noch schnell sagen, auf Spotify haben wir ganz viele Leute ganz nette Kommentare geschrieben. Unter anderem Lundi, der geschrieben hat: Super Podcast, bitte grüß mich in der nächsten Folge. Unter anderem hat Lundi auch geschrieben: Hey, starker Podcast, kannst du bitte für mich ganz Iltingen grüßen? Das wäre cool. PS, mach weiter so. Ja, danke vielmals, Lundi. Ich grüße für dich ganz Iltingen und sogar auf Schweizerdeutsch. Ich grüße für dich ganz Iltingen. Dann gab es noch ganz viele unzählige andere nette Kommentare, wie zum Beispiel von Postkarten-Franz oder von Lutz und von Itbiv und. In ein paar Kommentaren standen noch so Wünsche drin, wie ob ich mal eine Folge über Österreich-Deutsch machen könnte oder andere Sachen, wie zum Beispiel zum Schreiben von Schweizerdeutsch. Ich gehe gerne auf eure Wünsche ein, aber manchmal kann ich das halt auch nicht. Ihr könnt immer eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Ihr müsst einfach bedenken, dass ich sie vielleicht nicht erfüllen kann. Und ja, schreibt weiter fleißig Kommentare, liked den Podcast und abonniert ihn. Dann wären wir eigentlich schon beim Schluss. Und wir sind jetzt schon bei sehr, sehr, sehr viel Hören auf Spotify. In dem Moment, in dem ich es aufnehme, sind es 67. Und ich möchte unbedingt noch in diesem Monat die 100-Marke erreichen. Und deshalb bitte ich euch, es sind für euch nur ein paar Klicks. Teilt diesen Podcast. Abonniert ihn. Liked ihn. Bewertet ihn. Macht einfach alles, damit ich noch weiter wachsen kann. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Was? Hä? Wir? Schweizerdeutsch. Kurze Frage noch zum Schluss. Fandet ihr jetzt das neue Format mit Video toll? Oder möchtet ihr es wieder beim Alten belassen? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare, das würde mir nämlich sehr viel helfen. Und jetzt ist aber wirklich Schluss.